Vom kleinen Drachen, der nicht einschlafen kann. Der Sani, der kleine Drache, ist ungefähr so alt wie du. Er ist das schönste Drachenkind weit und breit und seine Eltern sind mächtig stolz auf ihn. Am Tag spielt der Sani der grosse Held, denn es gibt nichts und niemand, wo er Angst hat davor. Er steigt auf die höchsten Berge, weil er es super findet, sich dann von seinem Freund dem Wind ins Tal treiben zu lassen. «Rakadakadu!» rief der Sani. Und jeder, der jetzt zum Himmel schaut, sieht den Sani, flink wie eine Libelle, seine Loopings fliegen. Doch wenn sich der Abend als dunkler Nebel übers Drachenland legt, verwandelt sich der kleine Drache in einen grossen Angsthas. Er würde nie zugeben, dass er sich vor der Dunkelheit fürchtet. Aber wenn er am Abend schlafen muss, schnaubert der Sani wie ein Nilpferd und er stampft mit den Füßen so, dass der Boden nur so bebt. «Ich will nicht schlafen!» schreit der Sani. Wie ein Blitz zaust er dann durch die Drachenhöhle, bis er irgendeinmal vor lauter Erschöpfung auf den Boden sinkt und doch noch einschläft. Das geht jetzt schon seit Wochen so. Vor lauter Kummer isst dem Sani seine Mami jeden Abend eine ganze Tafel Drachenschoki und sein Papi rupft sich vor lauter Verzweiflung die letzten 3 Haare vom Kopf. «So geht das nicht weiter», schimpft der Drachenpapi mit lauter Stimme. «Was sollen wir denn nur machen?» seufzt die Mami mit sorgenvollem Blick. Liebevoll nimmt der Papi Drachenfels seine Frau in den Arm. «Ich habe da so eine Idee», flüstert er ihr ins Ohr. Die Sonne ist schon lange untergegangen. Die Berge und die Sträucher im Drachenland sehen aus wie Scherenschnitt und ganz oben am Himmel da funkeln die Sterne wie Diamanten auf schwarzem Samt. Der Sani kreuzt die Arme vor der Brust und beobachtet nachdenklich seine Eltern. Die sitzen gemütlich vor der Drachenhöhle und schauen gemeinsam in den Sternenhimmel rauf. «Komisch, warum sagt mir heute niemand, dass ich schlafen soll?» überlegt der Sani. Plötzlich dreht sich der Papi Drachenfels um. «Du musst heute nicht ins Bett», sagt er mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Der Sani reißt seine Augen ganz weit auf. «Nein!» fragt er ungläubig. «Ich muss heute wirklich nicht ins Bett!» Der Drachenpapi nickt. «Du hast doch in 3 Wochen Geburtstag und wenn du auf deine Geschenke verzichten tust, dann darfst du von jetzt an jede Nacht aufbleiben. So lang, wie du willst.» Der Sani wird ganz blass im Gesicht. Die Enttäuschung frisst seine Freude auf. Nicht müssen schlafen findet er super, aber kein Geburtstagsgeschenk. Nichts Süßes, nichts Schönes zum Spielen, nicht einmal eine Kleinigkeit. Der Sani schluckt. Verzweifelt starrt er Löcher in die Luft. «Das könnt ihr nicht mit mir machen», stottert er. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt ganz schnell ins Bett gehe, bekomme ich dann meine Geburtstagsgeschenke?